Oinge Sieg mein Hort. Proef mij uit en zei, wo ik dat mein. En zei mal of ik op dem Beisen Weg zie. En leed mij op dem ewigen Weg. Wie hielten gestern zu Uwes, wo Gott fern aus einer, der Gott vom harten Gefall beschrieben wird. Und hier oben bet er, Gott, unser Sieg, mein Hort. Proef mich uit. Seine Wied, die wiesen uns, dort wann wir ein Leben führen wollen, wo der Gott sich freut, und Frau ist, matten wir uns von einem Briefen luten. Würden wir David seine Wied auch zu Gott beten wollen oder beten können? Doch das sei wichtig, doch das sei gesund und das ist gut für uns, liebe Geschwister, wenn wir zweimal kriegt diese Wied zu Gott beten. Gott, wies mich. Ich will krieg sein, wo du mich sitzt. Ich weiß, du hast mich lieb, dort weiter geht. Du wegen, als Jesus Christus gekommen, Herr Jesus, du wegen gibst dir dein Leben für mich. Ich weiß, du hast mich lieb. Aber bitte wies mich, wo ich vor dir stehe. Was mir noch fehlen wird, ob du was ich vielleicht auch getan habe oder nicht mehr tun soll. Gott, wies mich dort. So hat David gebetet. Und weißt ihr, liebe Geschwister, dort gibt eine Zeit, auch in Davids Leben, wo er deib an Sünden geroden wird. Wo er probt, seine Sünden zu bedecken und verstärken, anstatt die Dinge reich zu machen. Wo er diese Wied nicht gebetet hat. Und ich nehme an, die meiste von uns sind mit der Geschichte von Davids Ehebruch mit Bathseba bekannt, die wir in 2. Samuel, Kapitel 11 und 12 finden da. 2. Samuel, Kapitel 11 und 12. Die Bibel sagt uns in 2. Samuel 11, Vers 1. 2. Samuel 11, Vers 1. Wir wollen Verse aus 2. Samuel 11 lesen, so wer mit lesen will, weil ich erstens Vers 1, Vers 1 werde ich lesen für uns. Gottes Wort sagt, ein Vorjahr oder im Frühling, die Zeit am Jahr, wann die Königs immer ihre Armee rütschackt, dann schackt David seine ganze Armee und die Ollgestalten unter Joab gegen die Ammoniter und sie besiegten die ammonitische Armee und umringten die Hauptstadt Raba. Und was sind die nächste wir dann? Wo bleibt David? David ober bleibt die ganze Zeit in Jerusalem. So anstatt am Krieg zu gehen, so viele Königs damals dort deuten, bleibt David die ganze Zeit in Jerusalem. Und uns wird nicht gesagt, woran er in Jerusalem geblieben wäre. Aber wir weiten, dass diese schlechte Entscheidung große Schulden mit sich bringen wird. Wir lesen dann in Versen 2 und 3, Verse 2 und 3. Ein Tag nur Marach stand David ab von seiner Bank und ging durch ab dort Tag von seinem Palastram. Und als er durch so Raum kijkt, dann sah er in der Früh sich Buden, und die Früh Leute sah Schmack, und David schickt ein Diener, dort sei nur frühen, wer die Früh wär, und er sagt, dort ist doch Bathseba, Eliam seine Tochter, der Uriah dem Hethiter seine Früh ist. Und obwohl David wiss, dort Bathseba befreit wär, sagt Gottes Wort ans David Leid schicken, dort sei er am kommen soll. Und er wir bei ihr. Und dann ging sie weiter in das Haus. Ganz plötzlich. Aber das dir nicht sehr lang, dann fängt sie an, dass sie da schwanger war. Und was tat David, als er das hört? Schämt er sich? Ja, er hat überhaupt nicht mehr schlecht darüber gefallen. Er probt seine Sünden mit Lees und mit Betrug zu verstärken, aber das hat bloß nicht geschafft für ihn, das hat ihm nicht geklagt. Und schließlich dachte er, das gesagt wird, dachte er sich einen Plan aus, wo er Uriah
am Kampf anbringen können. Und dann nahm er Bathseba aus seiner eigenen Früh. Und wahr, wird uns nicht gesagt, dass diese Dinge bereut hat. Und ich nehme an, dass David zu diesem Punkt dachte, dass es doch gelungen hat, seine Sünden zu verstärken. Aber die Bibel sagt uns in 1. Samuel 11, Vers 27b, 1. Samuel Kapitel 11, Vers 27b, dem Herrn aber gefällt dort nicht, was David getan hat. Das sagt uns so viel, liebe Geschwister, dass Gott alles sah, was David tut. Und der Herr schickt Nathan David, ihm zu sein, was Gott von all das gedacht hat. Was Gott am Leib hat. Gott hat David Leib. Der will am helfen, am Treich wiesen. Und der hat uns von der Nachkrieg so Leib. Und wenn er sieht, dass wir haben, was Arich tun, dann will Gott uns helfen. Er schickt Menschen an uns. Der will uns helfen, uns wiesen, wo wir beten tun können, wo wir Dinge reich machen können, wenn Gott uns Leib hat, das. Und er schickt Nathan David, ihm zu sein, wo Gott von all das Dach. Und wie es Nathan wisst, dass David mal Schub hat, dann verteilt er ihm eine Gleichnis. Und diese Verse will ich für uns lesen. Wir lesen zusammen 2. Samuel 12, Verse 1 bis durch 4. Ich lese 2. Samuel 12, Verse 1 bis durch 4. Das ist, was Nathan zu David sagt. Er sagt, du wären zwei Männer in einer Stadt, der eine wäre reich und der andere arm. Der Reiche hat ein Teil Schub in Fei und der Arme hat nichts als ein Lamm, das er sich gekauft hat. Er fördert dort. Dort hat fern mit seinen Kindern top ab was. Und dort Lamm eit, ut zo'n eten als hij deed. En hij drank uit zijn Köffel. Und dort lag bei ihm aber schaut, und wir Messers eine Tochter für ihm. Und nie kam du ein Tag, ein Resen da, nach dem reichen Mann, in dem wir dort schaut, ein von seinen eigenen Schub oder Feite nehmen, für den Resenden, der du gekommen wir. Und er nahm dort Lamm von dem armen Mann und reiht dort an für den, den arm gekommen wir. Das Gleichnis hat David so doll gemerkt und so abgeregt. Hey, wir mal Schub hat. Hey, kann Krieg verstehen, wo der arme Mann dort ging. Wo schwer das für ihn wir. Und der wir so sehr doll, hey, will diese andere sogar anbringen für all das. But Nathan dort deutlich merkt, dort er von ihm redet. Und als er das ansah, sagt er, Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte ihm, der Herr hat deine Sünden vergeben. Du warst nicht verstorben. Und obwohl Davids Abbitte in diesem Bereich bloß saß, wird enthält, ich habe gegen den Herrn gesündigt, fingen wir in Psalm 41 ein vollständiges Bußgebet, das wir am Anfang losen. Und das Gebet Vergebung, wo wir von der zu Uwes mit Gottes Halb durchnehmen in unseren Siegen. Und wir wollen zwei Hauptpunkte von Psalm 51 betrachten, die uns helfen wollen, unsere eigenen Worte zu prüfen, damit wir sein können von der zu Uwes mit Gottes Halb, ob Gott uns, du und ich, wird wiesen war. Dinge, die wir vielleicht auch reich merken machen. Dinge, die wir aber nicht gesehen haben. Wie es Gott ans Leben hat. Wie es Gott uns helfen will. Das heißt das. Das Erste, was wir von Davids Gebet lernen wollen, ist, wo wichtig das ist, die Sünden in unserem Leben zu erkennen, wann wir Sünden sind. Die Bibel lehrt, dass wir ein Leben ohne Sünden leben können, wann wir mit den Herrn Jesus gefällt sind und Gott gehorsam bleiben dann. Und Gott gehorsam bleiben, das ist allmählich, wann wir nicht mit den Herrn Jesus gefällt sind. Das schafft bloß nicht. Aber mit Gottes Kraft ist das möglich.
Über uns freien Wahlen merkt dort mählich, dort wie wir sind in kann. Wenn wir Gottes jetzt nicht an uns haben oder wenn wir Gottes jetzt nicht gehorchen tun. Nun vielleicht ist dort erste Ticken von den Sinnen in unserem Leben ein Mangel an Frieden. Oder Frieden, soll ich bitte sein. Nun vielleicht geht dort uns bloß nicht mal so sehr schein, Gott zu dienen. Und so ging dort David, als er Sünden am Hort hat. Er fragt Gott in Psalm 51, Vers 10, Psalm 51, Vers 10, er fragt Gott um Halb. So sagt er, dass ich mich kann freuen und froh sein, dass mein verbrechener Körper sich weiter freuen kann. Und dann am 14. Vers sagt er nach der Tod, dass mir die Freude in deiner Radung weiter herstellen und gib mir einen Geist, der dir gehorchen will. Und hier will ich sein, dass wir doch abhossen müssen, wir können unseren Glauben nicht bloß ab die Pfeiler bühen. Wenn es uns geht, dort nicht immer überein gut. Right? Was, manchmal habe ich so eine Ferne der, so eine Gute der, wo uns dort so gut geht. Und doch kommen die schwangere Tiden dazwischen auch mal, nicht? Wo uns dort nicht so scheint geht. Wir können unseren Glauben nicht bloß ab die Pfeiler bühen. Aber wenn wir für eine längere Zeit gemerkt haben, dass uns Friede und Gott deinen bloß nicht mehr heute brennen wird, dann ist es gut möglich, dass du irgendwo zwischen uns und Gott gekommen bist. Und dass jetzt schein Gott zu dein. Geht das nicht schein Gott zu dein? Wer stimmt zu? Amen? Amen. Das jetzt schein Gott zu dein. Jesus sagte seinen Jüngern Johannes 15, Johannes 15, Verse 9 bis 11. Johannes 15, Verse 9 bis 11. Das sagt Jesus Christus zu seinen Jüngern. Er sagt, so ist Gott mir gut ist, so sehe ich jünd auch gut. Lot jünd von mir gut sein und lebt du nur. Wenn je meine Geboten halten, dann wollt ihr jünd von mir gut sein und luten. Grad so als ich meinen Vater seine Geboten halte und mir von ihm gut sein und lut. Ich habe jünd dit gesagt, dass meine Freude an jünd bleiben mag und dass ihr jünd ganz freien kann. Deswegen seht Jesus seine Jünger dort. Er sagt am Himmel, Gott hat jünd Leib. Kreuz es er mir Leib hat er jünd auch alle Leib. Und ich sage jünd dat, dass ihr kann auch froh sein und jünd freien. Deswegen sage ich jünd dat. Bloß zu wissen, dass Gott uns Leib hat, liebe Geschwister, soll uns eine große Freude geben. Aber dann sagt Jesus noch, und wenn ihr Gott seine Geboten halten, dann wollt ihr eine vollständige Freude an ihn haben. Und war das durch Gottes Geist möglich. Als Bibellese weit wie wo sind denn Menschen von Gott tranen da. Und wir weiten auch, dass Gott seine Folge mit Freude segnet. Und deswegen, wenn Sünden uns von Gott getrennt haben, dann wird unsere Freude und Gott deinen auch fehlen. Wie sollen wir das tauposten, nicht? Wenn wir Gott haben, dann fehlt er uns mit seiner Freude. Wenn wir Gott nicht haben, dann fehlt dir das. Ein Schreiber fragt, falls du schwach oder meid am Gott dein? Oder als ob die bloß durch die Bewegungen gehst? Und auf Englisch würde eine sein, are we just going through the feelings or the emotions? Haft ihr sind die von Gott getrennt? Fragt dieser. So dass Gott nie wieder aufschien zu sein? Krieg so hat David auch gefeilt. Gott will uns dich bei sich haben, sagt er. Aber Sünden, die noch nicht zu Gott gebracht sind, merken so ein enges Verhältnis zu Gott allmählich. Gott kann nicht mit den Sünden Gemeinschaft haben. Und wenn wir Sünden im Hort haben, dann kann ich mit uns nicht Gemeinschaft haben. Dann wird du Friede fehlen. Hast du was zwischen uns und Gott gekommen? Uns und Gott gekommen, fragt er. Wenn Gott uns was am Leben wiest, was abzuriemen fehlt, dann ist der nächste Schritt, dass wir die Verantwortung dafür annehmen. Und das hat David am Anfang nicht gewollt. Er wusste gut, dass dort, was er getan hat, nicht reich war. Und auch gegen Gottes Wort und gegen Gottes Willen ging. Aber anstatt seine Schuld anzunehmen, prüft er, die mit mehr Sünden zu bedecken. Und dadurch mögt er sein Hort noch doller zu Gottes Reden tun.
Weißt ihr, liebe Geschwister, die Meier wie sind, die werden ja redet Gottes Wort zu uns. Stimmt das? Ja. Was einer dann schließlich zu lassen, ganz tau und ganz kalt wird, zu Gott sein Wort. Die Meier wie sind, die werden ja redet Gottes Wort zu uns. Aber schließlich zu lassen, kann Nathan am noch wiesen, wo Arich gehandelt hat. Und David schreibt dann in Psalm 51, Vers 5 in Saas, Psalm 51, Verse 5 und 6, ich sei meine Verschuldung an. Und meine Sinn steht immer vor mir, gegen die und einzig die hat gesündigt, und dit beise gedun. Du hast dort alle gesehen, du bist du ein Reich, was du sagst, und des Reich rechten. Hier, David dort tau. Gott hat alles gesehen, was er getan hat. Hier gibt David dort tau, dass er arg, wie er ihn gehandelt hat. Und dort ist nicht leicht, die Verantwortung für unsere Sünden anzunehmen. Dort ist viel leichter, Rede zu finden, unsere Sünden zu rechtfertigen in seinem Himmel. Ich deut dort oder ich sehe so, wegen es ja nicht so weit deut. Oder det dort in die Hand. Aber wenn wir so tun, dann nimmt Gott unsere Sünden nicht wahr. Dann bleibt dort da. Woran wird Gott unsere Sünden vergeben, wenn wir nicht immer schlecht darüber fallen? Det Gott so? Nee, er nimmt unsere Sünden nicht wahr, wenn wir nicht die bereuen. Wenn uns dort nicht immer weit wo wir arm in unsere Mitmenschen verletzt haben. Denk mal an David. Wo lange hat es gedauert, bis David endlich tot gab, dass er gesündigt hat? Wer weiß? Das kennt wir all geboren. Als Nathan arm gekommen wir. So das sagt wenigstens 9 Monate, nicht? Wenigstens 9 Monate probt er diese Sache zu verstehen. Und Gottes Wort sagt, Gott wird nicht zufrieden mit, was David tut. Gott gibt am 9 Monat, wenigstens 9 Monate, um diese Sache anzubringen, und er tut das nicht. Und dann schließlich Talat, wie es Gott David so erlebt hat, schickt er Nathan an, um ihm dort endlich aufzudagen, was er getan hat. Der war bloß nicht zu geben, dass er gesündigt hat. David. Ja, nicht David. Also Sünden zu erkennen und anzunehmen als der erste Schritt, um Vergebung zu erhalten. Und dann zweitens lehrt uns Davids Gebet. Dort, wenn wir um Vergebung beten, liebe Geschwister, dann ist es wichtig zu begreifen, wer dort ist. Wer dort ist, der uns vergibt. Und was er von uns verlangt. David, der schuldgeprägte Sünder, ein Psalmist, fängt seinen Psalm an mit der Wort, Psalm 51, Vers 3. Gott lud deine Gnade über mich so groß sein, als deine Treue heute Leben ist. Er weiß von seinen vielen Erfahrungen mit Gott, wer Gott wir und wer Gott noch immer ist. Er sagt in Psalm 103, Vers 8, Psalm 103, Vers 8, der Herr ist voll Gnade und Mitleid, geduldig und treuherzig leichtfertig, sagt er da. In seinen Psalmen lesen wir, wo David von Gott inspiriert wird, über den kommenden Messias zu schreiben, auch über sein Erlösungswerk und sein Tod am Kreuz. Wo viel er über diese Prophezeiungen begreifen können, als uns nicht gesagt, aber er erkannte dadurch, wo treuherzig und leichtfertig Gott ist. Und dort er immer bereit ist, Sünden zu vergeben. Der ist immer bereit, dort zu tun. Immer. Solange dort wir nach Odem an uns haben, liebe Geschwister. Und solange als du noch Gnade hast.
als Gott reit, Sünden zu vergeben. Und wie es wir dort Neuen Testament haben, weit wir dort die Sündenvergebung bloß durch Jesu Blut möglich ist. Petrus schreibt über Jesus in 1. Petrus 2, Vers 24, 1. Petrus 2, 24. 1. Petrus 2, 24. Jesus selbst nahm unsere Sünden ab seinen eigenen Körper mit ab dem Kreuz ab. Dort wir für die Sünden tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Wir durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er nahm unsere Sünden, deine Sünden, meine Sünden, ab sich. Deswegen ist er gekommen. Liebe Geschwister, Jesus Christus, Gottes Sohn, der Dach an uns, alle, als sei du sein Leben für uns. So soll er Leib haben für uns. Und wenn du was ist, was wir am Hort haben, dann schickt er, was er Nathans nach uns, uns diese Dinge zu wiesen und offenbaren, so dort sein Tod am Kreuz nicht vergebens ist. Die will uns helfen. Die will uns raten, so dass wir für alle Ewigkeit können wie am sein. Das ist ein Liebestat, was er tut, wenn er Menschen anschaut. Er tut dort, wenn sie uns lieb haben, wie sie uns helfen will. Dort soll auch gesagt werden, dass Jesu nu feige auch immer bereit sein, andere genug zu wiesen und denen vergeben, die uns Unrecht tun. Ist es wichtig, dass wir andere auch vergeben tun? Wo weit wir dort? Was sagt Jesus? Wann wir andere vergeben, dann wird er uns auch vergeben, dann vergibt er uns auch. Und dann sagt er noch dazu, und wenn wir nicht andere vergeben, dann vergibt er uns auch nicht. Nicht, dass er nicht will, der kommt nicht. Wenn es gereicht ist. Und wenn es alle Menschen kriegt so gut Leib haben. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 31. Epheser 4, 31. Er redet von der Epheser Geschwister, er sagt, Wort nicht mehr bete und fürchtig übereinander und verzehrt nicht. Hiert ab zu schrien und zu beleidigen, Lut von so wird nicht mehr sein. Sieht Leiber von Horten leiftaulich einen zum anderen. Verjeft jünd ungen under. Und dann sagt er, so aus Gott jünd an Jesus Christus alles verjeft hat. Alles. Aus Gott seine Leiber Kinder strebt am immer ähnlicher zu werden. Der hat uns alles verjeft. Alles, was wir am gebracht haben, hat er verjeft. Und wenn wir so als Christus ähnlicher worden sollen, dann machen wir das auch down. Was verlangt Gott von uns, ehe er unsere Sünden vergeben kann? Weil in unserem Text los wie in Vers 16 und 17, wir lasen Verse 16 und 17 aus Psalm 51. Du hast kein Gefallen an Opfer oder Brandopfer, das würde ich dir bringen. Dort Opfer, dort Gott gefällt, ist ein gebrechener Geist, ein verängstet und gebrechenes Hort, wirst du, o Gott, nicht verachten. Was meint dort? Ein gebrechener Geist und ein verängstet und gebrechenes Hort zu haben. Was meint dort? Ich glaube, wir weiten Gott, nicht? Das sagt euch kann, was wir tun haben, und dann das bereuen, nicht? Schleicht ihr überfallen. Und sein, wo dort Gott verletzt hat, und unsere Mitmenschen verletzt hat. Und früher ganz woran wird Gott unsere Sünden vergeben,
wenn wir nicht einmal schlecht darüber feilen, und ich meine, das geht er nicht, das kann er nicht, er ist gereicht, das kann er bloß nicht. Aber wenn wir doch schlecht darüber feilen, und die Dinge anbringen dann, an Jesu Namen, am Glauben, dann nimmt er die Sünden vor zwei. Aber wir müssen die Dinge bereuen. Wir müssen schlecht darüber feilen, wo wir andere Menschen verletzt haben und Gott wehgetan haben. Wenn wir nicht schlecht feilen, wo wir gesündigt haben, dann kann Gott nichts für uns tun. In seiner Beupredigt sagt Jesus Christus, wir lesen in Matthäus 5, 3-4, Matthäus 5, Verse 3 und 4, da sagt Jesus, selig sind die am meisten arm sind, wie es an die hier dort Himmelreich. Selig sind die traurig sind, wie es an soll getröst werden. Und diese jeselige arm sein und Trauer bezieht sich auf die Reue, der ein Sünder fällt wegen der Schuld von seinen Sünden. Gott sagt, selig sind so eine, wenn die wollen Halt kriegen, wenn die können mir kommen und Halt kriegen. Selig sind die. Ein Sünder muss seine Sünden bereuen, sodass Gott am Heulen in Ränchen kann. Paulus sagt, 2. Korinther 7, Vers 10, Trüger, der von Gott ist, bewirkt ein Umkehren wodurch wie selig waren, und dort wird keinen Leid. So ein Trauer ist fern für uns. Die Reue über ihre Sünden feilen, kann ihre Sünden zu Gott bekehren und Sündenvergebung erfahren. In Psalm 51 betet David immer weiter für diese Reinigung. Er sagt in Vers 4, Psalm 51, Vers 4, wasch mich über den Grund, dort ich nicht arg gehe, und reinige mich von meinen Sinn. Ähnliche wird fingen wir auch in Vers 9 und 12, die wollte ich für uns nicht nur lesen. Aber er betet Gott, merk mich rein. Ganz rein. Schnell wird. Und vom Neuen Testament weit wie, dort bloß durch Jesu Blut ist, wodurch unsere Sinnen weichgewaschen wurden. Der Apostel Johannes schreibt in 1. Johannes 1, wenn wir über am Licht von Gott leben, so als er am Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut von seinem Sohn, Jesus Christus, merkt uns rein von allen Sünden. Und dann, in 1. Johannes 1, Vers 9. 1. Johannes 1, Vers 9. Vielleicht kann wer mir sein, was der wird sein. Wer weiß. Amen. Wann wir, sagt Johannes, wann wir unsere Sünden bekehren, dann ist Jesus Christus treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Johannes sagt, wann wir diese Dinge tun, Jesus ist treu und gerecht. Er wird sein Part tun. Er nimmt unsere Sünden weg. Und was tut er mit dir? Er hat dir vergeben. Er hat dir reinigen, nicht? Weichwaschen. Mika sagt, er schmiert dir am tiefsten Sehen an. Und er nimmt dir von dort nervös Wasser raus. Wenn wir an unsere Sünden bringen, dann wird er sein Part jedes Mal. Ein Bibellehrer sagt, David hat wahrlich bereut, dass er Ehebruch mit Bathseba begonnen hat und er Mann angebracht hat, um seine Sünden zu verstärken. Und er weiß, dass seine Handlungen viele Menschen verletzt haben und sogar Gott selbst. Aber wie es David seine Sünden bereute, wird Gott leichtfertig und er vergibt ihm. Kein Sinn, liebe Geschwister, kein Sinn ist zu groß, um weichgewaschen zu werden. Jesu Blut ist gratis. Es streicht. Alles, was wir anbringen, wenn wir unsere Sünden bringen, unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und er ist gerecht. Dort wird er tun. Dort kann er tun. Dort will er tun. Wenn wir am Luten. Gott ist bereit, an jeder Sinn zu vergeben, der unsere sollen pläuen tun. Und uns Frieden im Herrn weichstellen tun. Würde es nicht fern sein, liebe Geschwister, Gott, wenn der zu oberste Frau zu beten, Gott, sei mir
sei mal, wo das mit mir steht. Und ihr seht mein Hort, prof mich uit en sei, wo ich dort mein. En sei mal, of ich ab den weisen Weg sie. En leid mich ab dem ewigen Weg. Würde er uns nicht dann wiesen, wo wir vor am Stunden tun? Wenn wir das vom Horten beten würden, würde er nicht uns wiesen, was noch fehlen wird? Würde er uns nicht wiesen, was wir gut tun, wo er sich freuen wird? Würde er uns nicht wiesen, was noch fehlt, reichte mir? Der wird. Der war. Und wenn wir am Luten, dann wird er. Er wird uns diese Dinge wiesen. Und der wird auch an jedem vergeben, der um Vergebung freuen wird. Krijgt das hij David dat tijd. Meer als 9 Monat hat er geprobt, an Davids Hort zu schaffen. Komm zu mir. Komm zu mir. David. Und er deed nicht. Er deed nicht. Und dann sagt er Nathan. Und dann hat er endlich seine Uhren auf. Seine Uhren auf, zu was er getan hat. Und alles, was David gebet hat, wir, ich habe gegen Gott gesündigt. Und dann sagt Nathan kurz, und Gott hat die vergeben. So leicht. So einfach ist dort, wann wir unsere Sünden Gott bringen werden. Gott will uns wiesen.